Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Guten Morgen, ihr Wunschkinder Gottes. Was geht in deinem Herzen ab, wenn ich dich so anspreche? Was löst das bei dir aus an Emotionen, an Gefühlen, an Gedanken, wenn du solche Lieder singst wie eben I am who you say I am? Während dieses Liedes, danke für diese tollen Gottesklänge, die ihr uns da als Band bereitet habt, während dieses Liedes dachte ich, ja eigentlich ist das ja so das, was wir zu hören kriegen in christlichen Räumen, in diesen Klangräumen Gottes, du bist ein Wunschkind Gottes. Was macht das? Wer hat Lust auf eine weitere Hörprobe? Es war ja wie eine Hörprobe. Wie hört sich das mal so probeweise an? Wunschkind Gottes. Ich habe noch eine weitere Hörprobe und ich wette, jetzt fällt es dir nicht leicht, diese Hörprobe bis zum Ende auszuhalten. Habt ihr schon gewusst, dass unser Planet ächzt und stöhnt unter der Vergänglichkeit, Ökokrise, die Wirtschaftskrise, weil Exportmärkte schwächeln, Finanzkrise, weil Länder unter ihrer Schuldenlast keuchen, die Psychokrise, weil immer mehr Menschen den Speed des Lebens nicht mehr mithalten können und nur noch hinter dem Leben herhecheln. Die Autokrise, die Energiekrise, die europäische Krise, die Flüchtlingskrise, Bildungskrise, Klimakrise, Wohlstandskrise, Verkehrskrise, Konsumkrise. Von den persönlichen mal ganz zu schweigen, Ehekrise, Familienkrise, Midlife-Krise, Ernährungskrise, Fitnesskrise und ich hätte es fast vergessen, Leute, Corona-Krise. Wer kann es noch hören? Wer kann diese Hörprobe bis zum Schluss über sich ergehen lassen? Ich kann das verstehen, dass wir gerade so, wenn wir hineinhören in unsere Gesellschaft, viele Menschen haben, die sagen, hört endlich mal auf, immer von Krise zu reden. Das ist doch die Krise, dass wir immer davon reden. Und ja, wir haben uns vielleicht auch heute Morgen hier versammelt, weil wir das brauchen, weil wir nicht stark genug sind, uns ständig und dann auch noch durch die wahnsinns tollen Verstärker der Medien noch einmal ordentlich aufbereitet, weil wir uns nicht ständig diese Hochdosis an Krise und an Krisengerede auf die Ohren geben können. Es braucht das tatsächlich.
dass der christliche Glaube einmal sagt, jo, natürlich ist das so, aber das ist nicht die ganze Wirklichkeit. Und wir wenden uns im Gottesdienst der anderen Wirklichkeit zu, der Wirklichkeit der himmlischen, der zauberhaften Wirklichkeit. Wir singen die Lieder und wir geben uns das eben auch auf die Ohren und hören hin. Also hier die himmlischen Klänge und auf der anderen Seite das Seufzen der Welt in der Krise, in den vielen Krisen des Lebens. Das ist mir ganz wichtig, dass du das jetzt behältst. Das ist legitim, dass man da einfach mal weghört und sagt, nicht mehr länger. Ich muss mal was anderes hören. Ich höre weg, ich höre nicht auf das Seufzen und ich höre mal hin, weghören, damit ich Gott hören kann in dem, was er zu sagen hat. Das ist aber nur ein Modell, ihr Lieben. Und das andere Modell haben wir hier. Deshalb jetzt noch einmal eine Hörprobe in Anlehnung an diesen Text, denn es stöhnt und ächzt und kreischt und keucht in diesem Text aus Römer 8. Das sind 3 Vokabeln hier, die dort aus derselben Wortfamilie stammen. Ich habe die mal so übersetzt. Seufzen, ächzen, stöhnen, wimmern, schluchzen, jammern, hecheln, keuchen, nach Luft schnappen oder Luft auch auspressen, röcheln. Das wäre jetzt die andere Hörprobe. Der Apostel Paulus sagt in diesem Text nicht, ja hört mal weg. Lasst das Seufzen der Welt mal hinter euch. Der Apostel Paulus dreht jetzt dieses erste Modell, wo ich gesagt habe, das ist berechtigt. Der dreht das um und sagt, nein, hört noch mal ganz genau hin. Und zwar geht mal richtig tief rein mit eurer Hörprobe. Probiert's noch mal. Es geht wirklich um das Elend dieser Welt. Und der Satz, der hier fällt, ist, dass er sagt, die Welt stöhnt und ächzt und seufzt unter der Knechtschaft, unter der Sklaverei der Vergänglichkeit. Es ist eine schwierige Passage in diesem Text, weil es heißt dort, sie wurde irgendwie von Gott verhängt. Und ich dachte, ich muss diese große Krise der Welt, diese schreckliche Tatsache, dass diese Welt irgendwie unter ihrer Vergänglichkeit stöhnt und ächzt und dass sie dem preisgegeben ist, ich dachte, ich muss das ein bisschen erklären. Ich glaube nicht, dass man sich das so vorstellen sollte nach dem Motto, da ist irgendwas passiert und jetzt hat unser Gott, an den wir glauben, eine mega Strafe über uns verhängt und hat am Ende noch Freude dran, dass wir alle seufzen und stöhnen unter dieser Sklaverei der Vergänglichkeit. Wenn man das ein bisschen näher hinschaut, könnte man es auch übersetzen mit Leere, mit Vergeblichkeit oder mit der Nichtigkeit des Lebens. Und es scheint eine der Strategien zu sein, eine der Strategien Gottes, dass er mit den Mächten, mit den Dynamiken, mit den Strukturen unserer Welt, die uns das Leben zerstören und madig und schwer machen wollen, er geht nicht immer mit denen um, so dass er sie direkt attackiert oder abschaltet oder einfach wegmacht. Sondern es ist häufig so, dass Gott das Leere des Lebens laufen lässt, bis dass es sich leer gelaufen hat. Er lässt das Nichtige seine Wege gehen, bis sie im Nichts verschwinden. Da gibt es auch asiatische Kampftechniken. Da nutzt man die Schläge, die Energie des Gegners aus, in denen man nicht mit eigener Kraft dagegen hält, sondern man weicht aus. So lange, bis der Gegner sich müde kämpft, müde boxt und sich einfach abarbeitet an mir. Dieses geschickte Kämpfen, was irgendwie so eine eigenartige Art von Kämpfen ist. So geht Gott mit den Mächten,
der Sinnlosigkeit, der Leere, der Vergänglichkeit um. Er weicht aus, er lässt sie ihre Wege gehen, damit sie am Ende sich selbst verzehren. Vielleicht ist das ja gerade eine Zeit, in der wir leben, wo wir uns ein wenig anfreunden könnten. Damit, dass das Leben nicht selbstverständlich ist, dass das Leben auch nicht verfügbar ist und dass das Leben auch nicht beherrschbar und schon gar nicht berechenbar ist. Aber vielleicht könnten wir uns ja auch darauf einigen, dass diejenigen am allerschlimmsten dran sind, die in diesem Stöhnen, Seufzen, Röcheln, Hecheln unter der sinnlosen, leeren Vergänglichkeit des Lebens, diejenigen, die da alleine sind, die sind ganz besonders arm dran. Da entstehen Trennungen, Isolation. Und die Kirche Jesu Christi ist davon nicht ausgeschlossen. Denn eins scheint ja auch der Fall zu sein, glücklich zu sein ist so etwas wie die Pflicht unserer Zeit. Wehe dem, der nicht glücklich ist. Wehe derjenigen, die das durch eine gute Performance auch nicht unter Beweis stellen kann, dass sie glücklich ist. Gerade in so einer Zeit, aus der wir ja doch auch kommen, wo glücklich sein so die Pflicht ist, die du einigermaßen hinkriegen musst, bist du halt, wenn du stöhnst und seufzt, sehr, sehr schnell alleine. Und ich glaube, es gibt diese Mauern, wo wir eben sagen, ja, da hinten das Elend, da hinten das Seufzen und das Stöhnen der Kreaturen. Und diese Mauer, die uns als gläubige Menschen jetzt von den Menschen da hinten trennt, das ist wie eine Schallschutzmauer. Das Seufzen von der anderen Seite kommt überhaupt nicht mehr durch, sondern wir, die Kirche, vielleicht auch ICF, keine Ahnung, ich weiß das nicht, wie das bei euch im Einzelnen ist, wir sagen, wenn du doch auf der Seite Gottes stehst, auf der Seite des Lebens, dann ist das doch eine fröhliche Angelegenheit und dann ist es doch eben, wir sind doch anders. Irgendwie müssen wir doch was davon haben, dass wir an Gott glauben. Ja, und wir haben das jetzt jahrelang mehr oder weniger so beantwortet. Natürlich hast du was davon, wenn du an Gott glaubst. Du wirst glücklich, du kriegst dein Leben auf die Reihe, du wirst erfolgreich, du wirst irgendwie getragen. Es ist auf jeden Fall so, dass das Seufzen weniger werden sollte. Das ist diese Schallschutzmauer, die uns trennt. Und der Apostel Paulus, vielleicht ist die jetzt auch hier. Deswegen habe ich am Anfang nochmal spontan gesagt, du bist ein Wunschkind Gottes. Was macht diese Hörprobe mit dir? Die kann ja auch isolierenden Effekt haben. Das ist diese unsichtbare Wand zwischen dieser Bühne und dir, dass du sagst, ja, da vorne die. Aber die haben von meinem Seufzen keine Ahnung. Und du schaust dich um hier in dieser Halle und du siehst, wie Leute die Arme heben und wie getanzt wird. Und du sagst, und du empfindest es jetzt umso schlimmer, dass du hier bist, weil man gibt dir den Eindruck, dass du einsam bist, dass du vielleicht die einzige oder eine von den ganz wenigen bist, die da nicht mit kann. Also diese Schallschutzwände, die empfinde ich manchmal auch in unseren Gottesdiensten. Und das Tolle ist, der Apostel Paulus macht ein Riesenloch in diese Mauer. Der macht ein Megaloch in diese Schallschutzwand, weil er sagt, Vers 23, nein, nicht allein die da hinten auf der anderen Seite der Wand, sondern auch wir selbst, die wir den Heiligen Geist als Erstlingsgabe, als erste Anzahlung der Rate, als erstes Vorschussgeld bekommen haben, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist und wir seufzen genauso wie die. Nicht nur die, sondern auch wir. Und das finde ich in dieser Hörprobe des Apostels Paulus den ersten göttlichen Anklang. Seufzen verbindet, Leute. Seufzen verbindet. Habt ihr gehört, welche tollen Allianzen sich da gebildet haben in den letzten Monaten, wo Menschen, wo man es nie gedacht hätte, dass die mal denselben Raum
denselben Klangraum betreten würden, dass die miteinander geseufzt haben? Was sind dort für Löcher in uralte Wände gemacht worden, sodass die Klänge hin und her gegangen sind? Natürlich wird dadurch das Elend nicht einfach weggemacht, aber es macht doch wohl einen Unterschied, ob du alleine in deinem Stöhnen dahängst oder ob du die Erfahrung machst, dass du aufgehoben bist in einem Klangraum von lauter Menschen, die mit dir mitseufzen und du mit ihnen. Seufzen verbindet, Seufzen ist menschlich und Seufzen macht auch menschlich. Jetzt steigert der Apostel Paulus unsere Hörprobe und er steigert diesen Klang noch einmal mehr. Er sagt nämlich, Gott seufzt mit. Das ist nicht nur, dass das zwischenmenschlich uns verbindet, übrigens, ich ergänze an dieser Stelle, auch das Seufzen der anderen nichtmenschlichen Kreaturen ist hiermit eingeschlossen. Gehe ich jetzt gar nicht weiter darauf ein, wie unser Trinkwasser stöhnt und ächzt, wie die Tiere seufzen. Das ist auch eine große Gemeinschaft von stöhnenden, seufzenden, ächzenden Menschen. Das betrifft, glaube ich, den ganzen Kosmos. Und jetzt macht Paulus noch den Klangraum, den Raum des Seufzens, das, was es da zu hören gibt, macht er noch größer. Jetzt beginnt es nämlich tatsächlich himmlisch zu klingen. Und merkt ihr, je tiefer die Hörprobe geht, je tiefer der Apostel Paulus in diesem Römertext zuhört, desto himmlischer klingt's. Er behauptet nämlich allen Ernstes, dass der Heilige Geist sich verbündet mit unserem Seufzen, dass er ein Faible, eine Vorliebe hat für die Menschen, die meinen, dass sie alleine im Elend, an der Vergänglichkeit oder an irgendwas leiden und seufzen. Er verbündet sich mit denen. Und nicht nur das, sondern er beginnt mit uns und mit allen Menschen, mit allen Kreaturen dieses Seufzen. Gott seufzt auch. Und dieser Heilige Geist, der in unseren Herzen lebt, er seufzt in uns, er seufzt mit uns, er seufzt aber auch durch uns hindurch, damit sich dieser göttliche Klang des Seufzens verbreitet in unserer Welt. Jetzt bin ich diesem Klang Gottes in der Bibel nachgegangen. Letzte Woche. Eine unheimlich erstaunliche Entdeckung habe ich gemacht. Ich lese euch jetzt mal ein paar Worte der Heiligen Schrift vor. Psalm 90, Vers 2. Das kennt ihr vielleicht, als ehe denn die Berge geschaffen wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt kommt es ein bisschen enger am hebräischen Original, also die hebräische Sprache, etwas anders übersetzt. Ehe die Berge geboren wurden und die Erde und die Welt, und du die Erde und die Welt geboren hast, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. In solchen Texten wird Gott im Alten Bund vorgestellt wie eine gebärende Frau. 5. Mose 32, 18. Vorwurfsvoll an das Volk, den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich unter Schmerzen geboren hat. Und der Flash kam für mich bei Jesaja 42, Vers 14, wörtliche Rede Gottes. Seit ewigen Zeiten habe ich geschwiegen, ich war still, ich habe an mich gehalten. Aber nun, wie eine Gebärende will ich stöhnen, schnauben und nach Luft schnappen zugleich. Was für eine faszinierende Weiblichkeit Gottes. Dass dieser Gott einen weiblichen
gebärenden Schoß hat, der sich öffnet und empfängt, der Leben gebiert. Und die Art und Weise, wie er es gebiert, geschieht nicht locker flockig so irgendwie, sondern wie wir uns das vielleicht von Gott in diesem Bild vorstellen würden, sondern er sagt, es geschieht genauso wie bei euch. Es geschieht genauso wie bei euch mit unglaublichen Schmerzen, Schreien, mit Stöhnen. Der stärkste Ausdruck für Schmerz im Alten Testament, der Schmerz der gebärenden Frau. So Leute, was ist jetzt aber der Clou hinter diesem Sound Gottes? Also ich verzichte darauf, diesen Sound einigermaßen nachzumachen. Ja? Aber gestern hatte ich eine tolle Fahrt mit meiner Schwester. Die hat das schon 3-mal erlebt. Und wir kamen so und sie sagte, hey, du predigst im ICF. Und ich sagte zu ihr, ja. Und so, was ist denn? Und ich sage, es geht um das Seufzen des Geistes. Da habe ich ihr gesagt, stell dir vor, Gott wird im Alten Testament, stellt er sich selbst als eine gebärende Frau vor und der schreit sich die Seele aus dem Hals. Und dann hat sie mir nochmal genau erzählt, was das bedeutet. Der Clou hinter der ganzen Geschichte ist folgender. Wir seufzen unter der Sklaverei und Knechtschaft der Vergänglichkeit, des Leerlaufs, der Sinnlosigkeit, der Leere in dieser Welt. Ja. Und dieses Seufzen und dieses Miteinander-Seufzen, das ist an sich schon gut, weil wir es gemeinsam tun. Aber dabei bleibt es nicht, Leute. Sondern jetzt entpuppt sich dieses Seufzen als das Stöhnen und Schreien einer schwangeren Frau, die neues Leben zur Welt bringt. Denn anscheinend geht das nicht anders. Dort, wo Leben verhindert werden soll, wo es Mächte gibt, die sich gegen das Leben stellen, die einfach keinen Bock auf neues Leben haben, dort scheint es nun leider so zu sein, dass das neue Leben, wenn es kommt, wenn es so gerade hervorguckt, wenn es so gerade um die Ecke kommt, dass genau das der Grund dafür ist, dass gestöhnt, geschrien und geseufzt und ordentlich eingeatmet und rausgepresst wird. Hinter diesem Seufzen steckt eine unheimliche, eine zauberhafte Sehnsucht auf das neue Leben. Das ist kein Heulen mit den Wölfen. Das Seufzen des Heiligen Geistes ist das erste Anzeichen, dass wir uns auch anschnallen müssen und parat halten müssen dafür, dass das Neue, das Sinnvolle, das Schöne, das Strahlende, das Gute sich wieder neu Bahn brechen müsste in unserem Leben. Ihr Lieben, das Schlimmste wäre doch, wenn wir uns mit der Sklaverei der Vergänglichkeit anfreunden würden. Das Schlimmste wäre doch, wenn wir alle sagen würden, ja, so ist es halt, macht nicht lange rum, hört mal auf damit, ja, und ja, so ist, und es gibt auch nichts anderes. Jeder Tyrann, jeder Sklavenhändler, jeder Mensch, jede Macht, die so versklavt und unterdrückt, hat ja gewonnen, wenn sich die Sklaven und Unterdrückten einfach damit abfinden, mit dieser Wirklichkeit. Und es ist jetzt aber häufig so, wenn du in so einer Situation bist und dann siehst du da hinten die Freiheit auf dich zukommen, urplötzlich werden alle deine Sinnen, alle deine Fasern mit jedem Element deines Körpers, begehrt es in dir auf. Und jetzt, wenn die Freiheit, das neue Leben, das Kreative, die Inspiration auf dich zukommt, urplötzlich kriegst du erstmal wieder neue heftige Schmerzen. Und das sind aber keine Schmerzen, die keinen Sinn machen, sondern das sind positive Schmerzen. Im Angesicht, dass es auch ein anderes Leben geben kann als versklavt unter die Vergänglichkeit, tut deine eigene Situation dir erstmal nochmal stärker weh. Aber das ist doch toll. Und ich wurde erinnert an eine sensationelle Rede, die Puddlegum, der Trauerpfützler, in Narnia, also nicht in Narnia, sondern in der Unterwelt von Narnia gehalten hat. The Silver Chair. Ich weiß nicht, hoffe, ihr kennt die Geschichten von Narnia. Und hier, das ist in dieser Geschichte, wo die Königin der Unterwelt die 4 Kinder und auch den Prinzen verhext hat. Und die sind jetzt kurz davor zu glauben,
dass es nur noch diese dunkle, farblose, freudlose Unterwelt gibt. Mit schummrigen Lichtern, ein bisschen brennt da ein Feuer, ansonsten ist das eine ziemlich muffige Angelegenheit. Und weil ich das Englische so toll finde, übersetze ich es gerade selbst. Dann steht nämlich dieser Trauerpfützler auf, ganz schräger Typ ist das, und er kickt da so auch ins Feuer und zu dieser Königin der Unterwelt sagt er Folgendes: Suppose we have only dreamed or made up all those things, trees and grass and sun and moon and stars and Aslan himself. Also, jetzt tun wir mal so, probieren wir das mal aus, wir hätten uns das alles nur ersponnen, dass es eine Welt gibt mit Bäumen, mit Gras, mit Grün, mit Sonne, Mond und Sternen, mit Flüssen und eine Welt mit einer riesen Katze, mit einem Löwen, Aslan, der König von Narnia. Sagen wir mal, suppose we have. Wir haben uns das alles nur ausgemacht. Then all I can say is that in that case, the made-up things seem a good deal more important than the real ones. Alles, was ich dazu sagen kann, das, was wir uns ausgedacht haben, scheint mir aber wesentlich wichtiger zu sein als die sogenannte wirkliche Welt hier unten in der Unterwelt. Suppose this black pit of a kingdom of yours is the only world. Well, it strikes me as a pretty poor one. Tun wir mal so, als wäre deine Welt hier unten, Königin der Unterwelt, die einzige. Ja gut, aber die sieht für mich ziemlich erbärmlich aus. And that's a funny thing when you come to think of it. We're just babies making up again, if you're right. But 4 babies playing a game can make a play world which licks your real world hollow. Jo, wir sind in deinen Augen Babys, die sich da so eine Wunschwelt konstruieren, aber ich sage dir, also der sagt hier 4 Babys, die können eine spielerische Welt erschaffen, die saugt eigentlich deine dunkle Welt komplett leer. Die ist viel, viel schöner als das. And that's why I am going to stand by the play world. Also ich stehe auf der Seite der Welt, die wir uns erspielen, die wir uns erträumen. I'm on Aslan's side. Even there isn't any Aslan to lead it. Ich stehe auf der Seite dieses Löwen, von dem wir sagen, der hat diese Welt erschaffen, die wahre Welt. I am going to live as like a Narnian as I can, even if there isn't any Narnia. Tun wir mal so, als gäbe es kein Narnia, dann ist es für mich jetzt hier aber besser so zu tun, als gäbe es eins. So, thanking you kindly for our supper. If these 2 gentlemen and the 2 young ladies are ready, we are leaving your court at once and setting out in the dark to spend our lives looking for Overland. Und dann sagt er, so, danke für das wundervolle Abendessen, aber diese 4 Kinder, diese beiden Damen, diese beiden Herren, wir werden uns jetzt auf den Weg machen und den Rest unseres Lebens werden wir gucken, ob es nicht doch das Overland gibt. Mit Farben, mit Licht, mit Liebe, mit Wasser, mit frischer Luft und vielleicht sogar mit einem Löwen namens Aslan, der auf uns zukommt. Das ist für mich ein Musterbeispiel. Wenn jemand ergriffen wird vom Geist der Freiheit, des Lebens, der Hoffnung, der Liebe, des Lichts und der Farben. Wenn jemand sehr wohl stöhnt, aber aus dem Stöhnen wird so wie ein Proteststöhnen. Und er sagt, ich folge dem jetzt, auch wenn das wehtut. Ihr Lieben, ICF will doch keine Gemeinde mit Schallschutzwänden sein. Das war ICF noch nie. Noch nie hat ICF gesagt, wir stehen auf der Seite und wir ziehen die Kirchenmauern hoch, wie viele andere Kirchen ihre Mauern in den letzten Jahrtausenden hochgezogen haben. Und wenn es denen auf der anderen Seite schlecht geht und sie stöhnen und seufzen, dann freuen wir uns innerlich, dass wir recht gehabt haben, als wir den Untergang ihres gottlosen Lebensstils prophezeit haben. Yes, uns geht's gut. Und ihr seufzt, wir haben es schon immer gewusst. Bekehrt euch endlich. Glaubt auch an Gott. Dann werdet ihr so glücklich wie wir. Dann ist das mit eurem Stöhnen und Seufzen vorbei.
Das war doch ICF noch nie. ICF war doch immer eine Kirche ohne Mauern. ICF hat es überhaupt noch nie nötig gehabt, sich mit solchen Mauern selbst zu schützen, selbst das Geld zu behalten, abzusichern und damit ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Deswegen fordere ich euch heute Morgen auf, lasst uns dem Heiligen Geist durch die Löcher in diesen Schallschutzwänden folgen, damit der Klang des Lebens von hier nach dort und von dort nach hier geht. Und der Klang des Heiligen Geistes, der göttliche Klang, ist ein Klang von Seufzen. Man sollte es nicht glauben, aber je mehr geseufzt wird, je elender das Leben ist, je heftiger das Stöhnen ist, mach dich darauf gefasst, du könntest es mit einem Klang des Heiligen Geistes zu tun haben. Und das andere möchte ich aber euch auch dafür begeistern. Unser Seufzen, unser gemeinsames Stöhnen mit allen Menschen und Kreaturen in dieser Welt. Es wird umso heftiger werden, umso mehr werden wir stöhnen, je näher das Leben kommt. Dann lassen wir doch jetzt auch die Wand mal fallen zwischen Himmel und Erde und gestatten dem Heiligen Geist, dass er hereinwehen kann durch die porösen Löcher mitten in unser Leben. Das wird erstmal wehtun. Da werden wir erstmal erschrecken und merken, meine Güte, also wir sind noch lange nicht am Ziel. Ja, das tut weh, aber dieses Seufzen ist dann genau ein Seufzen, weil das Leben unmittelbar sich ankündigt und vor der Tür steht. Wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben. Keine Ahnung, was jetzt mit dir passiert. Ich bin davon überzeugt, der Heilige Geist ist hier. Das eine, was für dich sein könnte, ist, dass du wirklich dir das mit ganz gutem Gewissen jetzt gönnst und sagst, mein Leben ist zurzeit wirklich schwierig, ich seufze ganz, ganz stark und jetzt brauche ich einfach mal eine andere Klang- und Tonlage. Ich gehe jetzt voll positiver Gefühle hier in diesem Lobpreis und ich lasse bewusst einmal eine heilige Schallmauer zwischen mir und meinem Seufzen und wende mich der Wirklichkeit, der göttlichen Wirklichkeit meines Lebens zu. Bitte tu das mit ruhigem Gewissen. Das ist manchmal nötig, bitter nötig haben wir das. Wenn du aber sagst, es gibt auch falsche Schallschutzmauern, dann folge dem Heiligen Geist durch diese Löcher und lass den Geist reinwehen und seufze. Seufze vielleicht auch, wenn es dir gar nicht so schlecht geht, aber du weißt, neben mir oder in diesem Raum oder irgendwo draußen, Leute, die das jetzt auch digital am anderen Ende des Bildschirms mithören, die brauchen mein Mitseufzen. Dann gestatte das und dann lasst uns diese Gemeinschaft seufzender, stöhnender Menschen sein. Ein göttlicher Klang wäre das. Und vielleicht ist das jetzt auch für dich dran, dass du sagst, ja, es tut weh. Und du hechelst nochmal richtig auf, du atmest mal tief ein und presst das auch ganz, ganz tief raus. Aber du weißt, es tut weh, aber das neue Leben will sich jetzt einfach Bahn brechen. Meine Schwester hat mir das gestern gesagt. Sie hat gesagt, Andreas, uns Frauen bringt es nichts, wenn man uns weismachen will, dass wir uns dieses Stöhnen und Seufzen, dieses Schreien, diese Schmerzen vom Hals halten wollen. Sie hat mir auch gesagt, nach der 3. Geburt hat sie gedacht, ja, jetzt schaffe ich das, ohne so peinlich zu schreien. Dann hat die Hebamme das gemerkt und hat ihr gesagt, Frau Loos, Frau von Kähnel heißt sie jetzt, Frau von Kähnel, halten Sie es nicht zurück. Und als sie es dann wieder, dieses peinliche, krasse und ihrem Schmerz wirklich freien Lauf gelassen hat, dann kam das neue Leben. Leute, ihr werdet nicht verschont bleiben. Wenn das neue Leben wirklich sich Bahn brechen will in unserer Mitte, dann werden wir schreien und stöhnen und seufzen müssen. Aber es ist wie bei einer Geburt. Und ich glaube, dass du eines Tages das Kind in den Händen halten wirst. Und was dieses Kind für dich bedeuten wird in den nächsten Tagen und Wochen, das weiß ich natürlich nicht. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du gewaltige Löcher in unsere Mauern machst. Ich danke dir für ICF, eine Kirche ohne Mauern, eine Kirche, die du erfüllst, eine Kirche mit den himmlischsten Klängen, die es gibt, aber auch eine Kirche mit den göttlichsten tiefen Seufzern, die es gibt. Jetzt verwandle diesen Raum hier
in einen herrlichen Klangraum deiner Liebe, deiner Hoffnung und deines Glaubens. Lass uns miteinander swingen. Wir brauchen diese Good Vibes von dir, egal ob sie hochgestimmt sind oder tiefe Seufzer, tiefes Stöhnen. Bitte, bitte, krieg das jetzt mit uns hin und nimm uns hinein in deine Gegenwart. Befreie uns von den Verhexungen unseres Lebens und verzauber uns bitte wieder. Danke. Erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Amen.